Ekran! Ekranen jeblich ab, aus wanneer waar. Ekran! En ik lood die aan met ons touwteranen. Hier wil we een gouden titan en daarbij God kennenleren. Welkom, lieve vrienden. Welkom tot het programma Ekran. Dankzij dat u vandaag erbij bent. Mijn naam is Eduard Giesbrecht. En met ons is Gabi Unrau. Dankzij dat je erbij bent. Sehr Jürgen, ich freue mich darauf. Gabi is al mal einmal op diesem Programm geweest. En dat van stel, dan vertelt ze die Zeugnis. En wanneer du dat nog niet gehoord hast, dat wordt zeer interessant zijn wanneer du terug op YouTube en dat du dan checken, dat je hier checken kost. Sehr interessante Zeugnis, dat zijn 3 Ports, eerste, tweede en derde Port. Ja. En dat zo schijnt ik meest offensichtlich zie, wat ze alles met God erleefd heeft. Maar ik wil dat wat du met God erleefd hast, voor die Leute, en ik wil dat schijnen wat God voor mij eruit heeft met God te erleven. En wens ik lief God heeft voor jeden een van ons wat schijnen eruit met hem erleven. Zo, Gabi heeft veel gestudeerd over wat ons wierd is. Hoe die zijn, hoeveel dollar, hoeveel euro, hoeveel guaraníes, Bolivianos die ik weet. Zie ik $100 wierd, een paar duizend. Best u een paar duizend en ik plus een paar honderd. Hoe schafft het? Hoeveel wierd heeft God ons? Hoe die zie ik? En du hast in de Bibel gleich veel davon gefunden, so vertel uns mal, was sagt die Bibel davon? Ja, ich glaube, die Bibel sagt sehr viel davon, aber ein Beispiel, was ich am Anfang merken möchte, ist, wenn wir einkaufen gehen, dann checken wir das erste, was der Preis, also was das wird, und das zweite, was wir checken, wo kommt das her. So, ich habe gehört, dass viele Frauen einmal das von Kanada oder kommt das von China oder woher kommt das. So, man dreht dann die Sache um. En check het eerste, woher komt dat? Is het werkelijk? Want man weet je, wanneer dat doorher komt, dan heeft het, is het stortje oder so, als wanneer het van op een andere steed komt. Nee, dan hebben de mensen de zaken van Kanada en laten zich die van wiet afbrengen naar Paraguay en hier naar Bolivien ook. En dan komen ze bij hier aan de zaken van Kanada en dan drijven dat aan, dan zegt het een made in China. Dan is het dag waarop in China. Ja. Zo, maar dat voor de dag zijn ze veel zaken in China gemerkt. En einmal zijn het vielleicht goed, einmal niet, maar dat waar we niet over reden van jou. Da kann jeder selbst entscheiden, was er kaufen will oder nicht, und welchen Land das besser ist oder nicht besser ist. Aber um heute zu finden, was mein Wert ist gleich wichtig, dass wir gucken, wo komme ich her. Wer hat mich gemerkt? Wo ist der Verbrecher zu sein, wo ich entstanden bin? Und die meisten würden vielleicht sagen, ja, ich komme von meinem Paar, aber was steht wirklich dahinter? En dat je hebt 2 Bibelstellen, oder wahrscheinlich noch viel mehr, aber 2, was ich von dir mitnehmen möchte. Ich werde nicht ganz lesen, aber ich will ihn nennen. Das erste ist im Psalm 139, 13 bis 16, wo das ganz klar geschrieben steht, ist, dass Gott uns gemerkt hat, dass wir Mutterlieb, wir sind geformt worden. Und hier im Psalm, da heeft das so ein Wert drauf, dass selbst wenn noch kein Mensch uns sein kann, Gott kann uns sein. En in diese Sache kann Gottes uns sein. In Jeremia 1, 4 und 5 sagt, dass Kreuz so, dass wir Mutterlieb geformt sind, dass das ein Wille von Gott ist. Und, aber dass hier nochmal so richtig, das wird drauf gelegt wird, ist, dass Gott von Anfang an einen Plan hat. So, wir wurden nicht bloß gemerkt und dann überlegt Gott mit einmal, oh, da ist noch ein Kind, und ich wollte mir einen Plan ausdenken, sondern Gott hat, bevor wir angefangen haben, uns zu formen, Mutterlieb, hat er einen Plan für uns. Und gerade so ist es mit dem Leib. Wenn wir uns was sehr leben, dann hat das einen höheren Wert. Und desto mehr Leib wir in uns haben, und Gott ist der Leib. Gott ist, wo der Leib herkommt. Und das ist der Vers dann in Jeremia 31, Vers 3, wo wir lesen können, dass Gott uns all immer gelebt hat. Von jij und bevor wir geboren werden, hat er uns gelebt. Und das ist nicht nur, wenn wir dort oder Jant tun, dann läuft er uns, sondern er hat uns immer gelebt. Und ich glaube, wenn wir diese Dinge ganz neu weiter, als erstes, Gott hat uns gemerkt, er hat uns wunderbar gemerkt, er hat einen Plan für uns und er hat uns immer gelebt. Wenn wir dort wirklich weiter, dann sticht uns wird immer höher.
En wanneer we onze eeuw op dat rechten. En het nächste wat ik vertellen kan uit mijn leven is, van we zijn mensen. Jeder einzelne is een mens. En een mens, dat is het normaalste dat we Fehler maken. Dat we Sünden doen. En verken richt ik mijn eeuwen op dat wat ik falsch gedaan heb. En ik zei, nu heb ik al waarder dat falsch gedaan. En al waarder. En dan komt dat freschen uit mee en kamp om dat anders te doen. En automatisch daarmee ried ik mezelf mijn weer erop. En daar heeft het einfach, oder vele in de ganze Bibel is vol van radung. Wo God ons raden wil, wo hij ons met lijf raden wil. En de hoofdvers wat ik immer verder vind is Johannes 3,16, wo het ganz klar zegt, zo sehr heeft God de Welt, also de mensen geliefd, dat hij zijn einzigen Zoon gaf voor ons, der om Kreuz starb, damit wir frei worden können. Ja, ich glaube auch, wenn ich an diesen Vers denke, entschuldigt, dass ich die unterbreche, aber wenn ich an diesen Vers denke, wenn Gott so viel dort wird, dass sein Sehen gestorben hat für mich, ich glaube, dann ist das auch recht, wenn ich mein ganzes Leben lang bloß immer sage, oh, mit mir ist es nicht, ich sehe nicht zu brücken. Ich sehe mal Jana, ich sehe mal von so einer armen Familie. Und du, aber mir ist das nicht schmack. Ik zie me als een arme, ik verstehe nicht, ik darf nicht. En zo heb ik lange Listen, waar viele mensen alles über sich selbst sagen, oder auch einmal über andere. Dat ze zeggen, die is mal dort und dort, und die is mal dort und dort, oh, mit Janen ist es nicht. Mit denen wij nicht zu tun haben. Und ich glaube, wenn Gott dort wird es, für uns seinen Jungen sterben zu lassen, dann sagen wir, mehr wird es bloß dort und dort. Ja. Ich glaube, dann habe ich einen höheren Preis. Kriegst du, was du sagst? Was sagst du dann wieder? En krijgt zoals du gesagt hast, dat wat we uitreden over ons en over anderen, dat heeft zoveel macht, wenn we geloven aan dat wat we uitgereden hebben. We geloven daaraan. En dat is aber niet de plan wat God voor ons heeft. Gods plan is, wenn Jezus Christus voor ons starb, kunnen we in vrijheid zijn. Hij scheidt den Heiligen Geest naar ons. Dat we den in ons hebben, wenn de Heilige Geest wordt ons wijzen, wo kunnen we beter worden, wo kunnen we de Sünde überhaupt en taatje wat we doen, die kan ons dat optaatje. En de Heilige Geest kan ons helpen, wirklich diese Freiheit unternehmen. Sehr schön, was du alles so was du gefunden hast, wo die Bibel uns das alles sagt. Was hast du noch wieder für uns? Ich glaube wirklich, wieder an dort, was andere über uns sagen, als dort, was Gott über uns sagt. Also wir können nu ganz lang und breit studieren, was die Bibel sagt. Das ist zum Beispiel, wo Gott uns wunderbar gemerkt hat, das ist wie ich das heute. Und dass er einen Plan für uns hat, all das Gute. Aber wenn wir an dort mehr glauben, was andere an uns sagen, dann trägt das drauf. Wenn es sehr viele sein oder du nicht, du hast es nicht geschafft oder so verschiedenste Wege. Und ich glaube, da liegt das an uns Hort. Wenn wir wirklich die Freiheit in Jesus Christus annehmen, dann glaube ich mehr an das, was die Bibel uns sagt, als an das, was andere Menschen uns sagen. Und ein Vers möchte ich klar mitgeben an jedem Einzelnen, das ist Galater 5,1. Wenn es da sagt, das ganz klar, dass Jesus Christus hat uns zur Freiheit berufen. Und wir sollen uns nicht weiter unter den Joch von der Sklaverei. In Sklaverei kann jede Sache sein. Ob das ein Mangel an uns ist oder uns wird ist, wo wir über uns selbst denken, das können wir weglassen, wenn wir nehmen die Freiheit an. Und um dort wirklich Verfall anzunehmen, da können wir einfach jeden Tag mit den Heiligen Geist fragen, wo kann ich freier werden? Wo wirst du mir die Freiheit schenken? Und wenn wir dort wirklich begreifen, wo frei wir an Gott sind, was für eine Radung wirklich Jesus an sie gegeben hat, wenn es heißt nicht bloß am Kreuz gestorben für nichts, sondern dass es so viel wird. So ist erst also jetzt, dass Gott sein Sehen, sein einzigen Sehen, hat er für uns gelassen. Also wo viel wird haben wir dann? Ich glaube wirklich, wenn ich mal darüber nachdenke und mir das selbst sage, dann sticht das und ich freue mich, sie erfällt mit der Freude. Ja? Und wenn wir das dann noch mit anderen mitteilen, dann ist das eine Sache, die überschälen wird. Und wenn wir nicht aufpassen, zum Beispiel gute Sachen, gute Dinge, die in der Bibel stehen, über andere reden, dann werden die sich besser fühlen. Und so dort können wir nicht mehr ansehen wird,
naar boven kriegen, sondern auch mit der anderen Taub naar boven kommen. Und ich glaube, das ist wichtig, dass wir uns Freunde sehen, was uns durch Gott seine Ehe sein. Ja. Aber zum Beispiel, wenn wir uns befreien, den Ehepartner, oder den Novia, oder Novia, oder was immer, Freund, wem immer Raum die ist. Vielmal, weil wir bloß alles andere in Ernst, was uns nicht gefallen hat. Aber wenn wir anfangen, mit Gottes Ehe zu sein, und fangen das Gute an, Rüte heben, und dort auch Rüte sein, den anderen loben, dass es nicht was schlecht ist. Ja. Ich glaube, das ist sehr gut. Ich glaube, Ich habe ganz umsonst den anderen ja, geloben. das braucht nicht mal betont. No. Ich glaube, wir kommen ein bisschen von einer Kultur, oder von einer, wie die sind ein bisschen so, ich sage das nicht zu sehr loben, den, was sich gut getraut haben. Ich glaube, ja, das gibt Menschen, die Trouble haben mit sich getraut haben, aber ich glaube, das ist wichtig, dass wir uns anfangen, auf eine gute Weise zu loben, dort, was wir gut tun, Ja. und auch dort, was du kriegst, heißt, wo Gott an seine das. Und den anderen dort einfach zu sagen, hey, Gott sagt die so und so, Gott ist die Gott, oder Gott sagt die das, oder denen Bibelvers verlesen. Es ist dort, wir haben so viele Möglichkeiten, wo wir können den anderen herbringen, Ja. und dort hey, dort ist, was Gott angemerkt hat. En ik geloof ook krijgt zo met de Bibelvers te spreken. En wanneer een amiga oder een vriend oder irgendwem in een familie message ergens wordt een Bibelvers geschreven wat moed merkt. Want de Bibel is zo vol daarvan. En wanneer we ons wat opmerken en wanneer we zeggen, dan wordt God ons dat wijzen. Ja. Che lindo, Gabi. Dat is sehr interessant, waar du dat alles in de Bibel so fern in der Reihe gefangen hast, weil das nicht alles einhängen ohne stand. Aber ich glaube, ein Bibelvers, was ich verholen würde wählen von dieser ganzen, was du hast. Und das ist der Psalm 139, ist das nicht so? Ja. Und dann noch Jeremia, Eind. Jeremia 1. Das ist das erste Kapitel, nicht Ja. so? So, wenn du diese Kapitel, wenn du Probleme hast, dass du glaubst, du bist nicht wird, für die ist es nicht, dann lese diese zwei Kapitel. Und lese die Eva. Solange es du brauchst. Ja. En desto meer we ons de durchlezen en aanreden. Zoals zum Beispiel, solange ons echt problemen hebben met zelfs ondernemen, dan helpt me dat meeste is deze vers entweder ruit te schrijven op een vers en doorhand te doen, wo man jeder dag voorbij gaat. Normal, zum Beispiel. Zum Beispiel, oder voor een speel aanbaken. En dat einfach aannemen im Hart. En wenn wir das jeder dag doen, wenn's dann bleibt sich das so weit an uns Hart nennen, dass wir automatisch dann jeder Tag wieder daran denken wollen. Wow. Vielen Dank schön. Hast du ein Schlusswort für uns reifen von dir? Ich möchte Jeremia 33 lesen, wo das eher daran redet, dass wenn wir was sehen, dann wird Gott uns das aufmerken. Ich möchte das einmal verlesen. Das ist, was der Herr sagt. Der das plant, merkt und zur Scheik bringt. Das sagt der, dem sein Name Herr ist. Freu mich, dass ich die sagen kann, ich will die großartigen und verschlossene Dinge offenbaren, was du noch nicht mal verstanden hast. So, wenn wir Frauen haben, wenn du nu gerade Frauen hast, was mein wird, dann geh nur Gott. Gott stellt sich in diesem zweiten Vers so vor, ich plan alles, ich merke alles, und das ist alles, was ich tue. Alles kommt uit mij. Ik zie de Herr. Und dann sagt er, Frau mich. Frau mich. Nicht alle ewige Menschen. Wenn dann kriegst du so viele Meinungen und man kann niemals alles erfüllen. Sondern Gott direkt nach Gott und frag Gott. Okay, Linda, danke für deine Viren, für die Bibeltexte und alles. Und ich möchte die Leute hier noch einmal sagen, Gott hat die wunderbar gemerkt. Er hat die all in der Ewigkeit ausgedacht. Dann war noch kein Mensch, und kein nicht, die Welt noch nicht mal wir, noch nicht mal Stunden. Dann hat er die all ausgedacht und gaudet für die gedacht. Er hat die all gelebt in der Zeit. Glaub daran und sag davon in der Bibel, wo Gott die ist. Und wie möchte die, Gabi und ich möchte die Gottes sehen wünschen und dass die Küssen eine schöne Weg haben. Und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Dankeschön, dass du von der dabei wirst. Wenn du Fragen hast, wo du mitteilen willst oder ein Zeugnis geben willst, dann schreib uns im WhatsApp noch Meierteken 591 77 88 4479 oder schreib uns im Facebook oder ein E-Mail nur ekran@gmail.com.